Talk It Like Loose D. Ladies and baby. gentlemen! Wir sind wieder back. Einmal mehr. Muy bienvenidos. Welcome. Grüezi miteinander. Und heute zum ersten Mal We are Dobrodošli, Ljudi. Online Dobrodošli. wieder Lautstärke gegen Ufe und los es wieder drin, wenn Zeit ist. Lustig! Es ist Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Wenn auch immer ihr Genau, hört. unbedingt. Thank you Danke so vielmals much. fürs Einschalten. Hallo miteinander, hallo miteinander. Hello. Ey, wie jede Woche wieder aufs Neue. Absolut. Mein Name ist Randy. Zu meiner Linken ist der bezaubernde Luz Palokai. Hola. Es ist wieder einmal mehr ein Vergnügen, neben dir Danke dir zu dürfen, vielmals. junger Mann. Kann ich dir nur auch sagen, danke, Dankeschön. dass wir wieder da Teil sind von dem Podcast. Ist immer wieder so. Ich sehe dich so viel mal in letzter Zeit. Ich sage dir Hör ganz dich eine auf, Frau, ich ich sage dir schwör. ehrlich. ich schwör. Was? Und So haben wir das abgemacht. traditionell wieder mal einer von uns zu spät gekommen. Ja, Aber genau. egal, sagen wir mal nicht wer. Mit den, ja. Und bevor wir es vergessen. 2-1 jetzt. 2-1, ja. Stimmt, danke. Aber zuerst mal, traditionell. bevor wir anfangen, für die jetzt gerade zuschauen und nicht zuhören, du siehst brutal. Dankeschön. Brutal. Erste Mal, Geil. Luz, die nach 9 Episoden, das erste Mal. Applaus für dich. Erste Mal nicht in Trainerhose da. Geil. Heute im Anzug, Ich bin stolz, wo ich dich sehe. Ich glitzern in die Augen. Du Wow. hast gefragt, sorry, kennst du den Randy? Ladies and Gentlemen. Wir sind wieder nicht allein. Wir haben heute Verstärkung. Absolut. In einer ganz speziellen Form. Ja. Unsere erste Dame im Podcast. Jawohl! Unsere erste Dame im Podcast. Manuela! Grüezi. Hallo miteinander. Grüezi. Ich fange noch auf Schweizerdeutsch an. Ja, das ist gut. Und ich bin richtig beeindruckt. Und auch ein bisschen verwirrt. Das wollen wir an. Das ist genau der Punkt, wo wir Das ist haben. das genau Aber ja, danke, dass ich da darf sein. Mega. Also, ist mir eine richtige Ehre, wirklich. Das freut uns Wunderschön. ebenfalls. Und ja, ich muss da gerade noch ein bisschen verdauen. Das ist gut. Welcome. Du bist auch nicht die Erste, die das verdauen muss. Das hören wir des Öfteren. So. Liebe Zuschauer, ja, alle da, die uns gerade Zuschauer, zuhören. Zuhörer, Zuschauerinnen, Hörerinnen. Sehr ganz viele haben wichtig. uns angeschrieben und gesagt, wieso nehmen wir nie eine Frau im Podcast? Jetzt? Und die richtige Antwort ist eigentlich, haben wir Angst vor unseren eigenen Frauen auf die Rückmeldung. Das ist eigentlich die ehrliche Antwort. genau. Aber die... Nein, Spaß beiseite. Wir haben natürlich auf die passende Dame gewartet. Und Genau. Manuela Selimovic, da haben wir gerade die passende Dame für wo Unser erster es die Podcast. Ehre gibt für das erste Mal. Genau. Episode Thank you mit so der Dame. much. Vielen Dank. Nur wir fangen eigentlich immer jede Genau. Episode genau gleich an. Zuerst mal eskalieren wir wie zwei voll. wilde Gurken unterwegs. Dass alle aufwachen, weißt du, und das ist spannend und nachher ist es nur noch langweilig. Nein, Nein, jetzt geht's los. Damit es nicht mehr langweilig jetzt geht's ist, los. würden wir eigentlich mit der ersten Frage starten, wie wir eigentlich immer anfangen. Wie geht's dir? Wer bist du? Was machst du? Also, ich stelle mich einmal kurz vor. Wie schon angekündigt, Manuela Selimovic. Ich bin 36 Jahre jung. Ich komme hier aus der Schweiz, bin Zweifachmama und komme ursprünglich aus Bosnien. Sehr schön. Zu deiner Frage, wie es mir geht, Ganz wichtig, ganz wichtig. weil das ist etwas ganz Wichtiges, finde ich. Mir geht es sehr gut, Dankeschön. Ich bin sehr glücklich, heute hier zu sein und bin allgemein ein relativ erfüllter Mensch und sehr dankbar, dass ich mit meiner Familie gemeinsam gesund bin und dass wir ein schönes Leben führen dürfen. Sehr schön, sehr schön. Hast du einen guten Sehr schön. Rutsch gehabt? Ja, ich... Ja? Jetzt voll wieder durchstarten, 2024. Let's go. Ja, ich bin zwar ein Mensch, für mich läuft immer. Also Stark. ich bin nicht so, ja, ich brauche das neue Jahr, um voll wieder Gas zu geben. Ich bin übrigens vorhin an einem Fitnessstudio vorbeigefahren und Januar, habe das gesehen, voll. Also Ja. richtig voll. Januar ist... Ja, genau, richtig. der Und ich habe Monat. mir nur so gedacht, ja, in spätestens 2 Monaten ist es dort wieder leer, weil das sind diese Jahresvorsätze, die sich die meisten Menschen setzen, aber einfach nicht durchziehen Ja, können. genau. Und darum mache ich das schon gar nicht. Das ist auch gut.
Nein, ich bin einfach von Natur aus ein Mensch, der immer Vollgas gibt. Stark. Genau, und nicht dafür morgen, in einem Monat, in einem halben Jahr brauche. Sehr gut, sehr Wenn gut. du sagst, wo Vollgas gibt, steht dann irgendetwas an in diesem Jahr, im 2024, wo du anstrebst, wo dich motiviert, wo... Tatsächlich habe ich etwas, was wahrscheinlich auch mal meine Karriere prägen wird. Ich bin beim Greater in Köln im Wow. Juni dabei als Speakerin. Also ich absolviere gerade die Ausbildung, um als professionelle Speakerin auf der Bühne zu stehen. Mega, mega. Das wird wahrscheinlich mein Jahr, also Für die, eines der wichtigsten Ereignisse in diesem Jahr sein. für die nicht Creators kennen, also dort kommen 30'000, 35'000 Zuschauer und hören die Speakers an, oder? Das sind so viele Leute, die dort teilnehmen. Also ungefähr für die Zahlen, nur damit ihr wisst, wie viel das ungefähr ist. Etwa so viel wie Lusti Podcast da Ja. in einer Woche generiert. Etwas oder so. Erzähl mal, wie bist du zu Business Network gekommen? Weißt du, deine Anfangszeiten, wie du zu dem gekommen bist? Was hast du vorher überhaupt gemacht, bevor du jetzt so erfolgreich mit dem gestartet hast? Oder vielleicht ganz zuerst, was machst du überhaupt aktuell? Das haben wir gar Hast du nicht es so. nicht erzählt? Nein, ich glaube es nicht. nein, Nein, ich das- glaube nicht. Ich muss Sorry. aufpassen, wieder auf Hochdeutsch zu sprechen. Ich bin im Network Marketing tätig, Produkte-Network, also nicht das Übliche, was man so ein bisschen kennt. Es ist ein Produkte-Network und ja, zu deiner Frage. Was kann man sich da, wie kann ich mir das vorstellen? Was bedeutet das genau? Für die Leute, die das noch nicht wissen. Also ich arbeite mit einer Partnerfirma, also meine Partnerfirma vertreibt Produkte. Diese stellt sie uns zur Verfügung. Das sind ganz viele verschiedene Produkte von Parfüm, Kosmetik, wir haben sogar Make-up, Kaffee, den besten Kaffee aus Italien übrigens. Also ja, 4000 verschiedene Produkte und ja, man darf diese verkaufen. Oder man baut sich ein Team, wir können es so nennen, ein Team auf, also eine Vertriebsstruktur. Und anhand von unseren Umsatzzahlen werden wir dann vergütet. Cool. Aber jetzt zu dem, ich habe das jetzt vorhin nicht gewusst, dass du es noch nicht erwähnt hast. Erzähl mal jetzt, wie bist du zu dem Business Network gekommen? Deine Anfangszeiten, wie du zu dem gekommen bist. Also vorab möchte ich hier etwas ganz Wichtiges sagen, und zwar, ich habe meinen Job geliebt. Also Ja. für mich war es kein Problem, 16, 17 Stunden am Tag zu arbeiten. Jedes Wochenende habe ich gearbeitet. Ich war in einer Führungsposition und ich wollte, dass es meinen Mitarbeiterinnen immer gut geht. Okay. Also das waren junge Mädels und ich habe sie immer am Wochenende, habe ihnen die freien Tage gegeben, dass sie Party machen können. Also für mich war es wirklich gar kein Problem. Ich hätte dich auch gerne als Chef. Ja, jetzt weiß ich, dass ich zu lieb war. Nein, aber wir kennen es. Die meisten freuen sich auf Freitag, Ja. oder? Weil sie am Wochenende frei haben und Sonntag hören wir sie schon wieder meckern, morgen ist Montag. Bei mir war das wirklich nicht so. Aber ich kannte nichts Besseres und habe diesen Job geliebt, bis ich eine Nachricht bekommen habe von einem langjährigen Freund, der mich gefragt hat, ob ich Network Marketing kenne. Noch nie gehört. Ich wüsste nicht, dass mich überhaupt mal jemand bewusst darauf angesprochen hat. Google. Was ist Network Marketing? Und dann habe ich dort so ganz viele Männchen gesehen. Ich habe es aber nicht verstanden. Trotzdem habe ich ihm gesagt, okay, ich weiß, wovon du sprichst, obwohl es nicht der Fall war, habe ich ihm gesagt, schau, ich habe keine Zeit dafür. Ja. Ich habe 2 Kinder, meinen Job, der mir sehr viel Energie auch raubt. Aber ich habe eine Schwester, die ist perfekt für dieses Business. Ja, wir sind dann gemeinsam einen Kaffee trinken gegangen und er hat uns dieses Konzept erklärt anhand von einer Excel-Liste. Er ist ein Mensch, der total auf Zahlen fixiert ist. Er kommt aus der Bankbranche ursprünglich, also IT. Er hat Softwaren für Banken entwickelt und für ihn sind natürlich Zahlen alles.
Und er hat mir gesagt, Manu, wenn du das und das und das machst, kommt am Schluss dieses Resultat raus. Wie lange ist das her? Das ist vor 3 Jahre, 3 Jahren. Ja. genau. Okay. Yes. Und ich bin eingestiegen. Und ich sage euch warum. Weil ich ihm vertraut habe. Ich habe ihm einfach vertraut, genau. Ohne groß nachzufragen, bin ich gestartet und ich muss sagen, am Anfang habe ich ein bisschen gezögert, aber relativ schnell bemerkt, Aber der hast du deinen Job gerade gekündigt? Oder nein. das nebenbei gemacht, oder wie? Ich habe das nebenbei gemacht. Das war eine sehr harte Zeit, weil es war Corona. Also es war tatsächlich auch Lockdown. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt auch keine Babysitterin. Und ich habe mich mit meinem Mann in der Schicht abgewechselt. Also ihr müsst euch wirklich vorstellen, er ist nach Hause gekommen, 2:30 Nachmittag. Ich bin um 3 Uhr arbeiten bis 10 abends. Dann habe ich noch für eben Network Marketing nebenbei mir das aufgebaut. Aber nach 8 Monaten habe ich dann meinen Job. Wow. Also 8 Monate bist du dort gewesen und dann hast du schon gesagt, gut, das ist mir jetzt schon, ich habe schon Vertrauen in das ganze Business. Schon so viel Vertrauen und so ein Standbein, dass ich können sagen, gut, ich kann mich den Schritt trauen, realistisch. Ja, also wir können hier auch offen ein bisschen über Geld sprechen. Ich habe sehr schnell halt schon 4-stellig verdient, also in höheren 4-stelligen Beträgen. Und Zweifel hatte ich eigentlich nie, weil ich wirklich von Anfang an daran geglaubt habe. Ich hatte einen riesen Willen und eine mega Entschlossenheit. Darum, nein, es gab keine Zweifel. Aber dein Umfeld? Mein Umfeld? Ja, hat Zweifel gehabt dort. Natürlich. Was ich mir alles anhören musste am Anfang war wirklich... Also hätte ich auf mein Umfeld gehört, hätte ich gar nie angefangen. Das ist definitiv so, weil heute lachen meine Freundinnen und ich darüber. Aber vor 3 Jahren haben sie mir gesagt, ja Manu, das wird nur ein Jahr funktionieren. Das ist jetzt ein Hype. Und also ich musste mir vieles anhören. Als ich mich entschieden habe, meinen Job zu kündigen, war das für meine Mutter ganz schlimm. Ganz schlimm. Wie kannst du das machen? Das ist so, du hast so einen sicheren Job. Und ich habe ihr gesagt, Mama, was ist schon sicher heute? Spätestens jetzt bei Corona sehen wir, dass es einfach gar nicht sicher ist. Ja, also was bist du denn vorher tätig gewesen? Was hast du denn vorher gemacht? Im Hotelmanagement. Okay. Genau. Und wie kann man sich denn im Network Marketing, in dem Bereich, wo du dich verselbstständigt hast, einen Alltag vorstellen? Oder was hast du, ist das Kaltakquise oder wie sieht das aus? Kaltakquise nein. Also du kennst es wahrscheinlich noch eher aus deiner Branche, nehme ich mal an. Ich habe euch ja am Anfang gesagt, warum bin ich gestartet in dieses Business? Weil ich diesem Menschen vertraut habe. Und ja, dieses Business baut wirklich auf Vertrauen auf. Am Anfang ist es schon so, dass man mal seine warmen Kontakte, sagen wir so, also seine Freunde, Familie darauf anspricht. Und mit der Zeit geht man rüber, man nutzt Social Media dafür, um sich auch ein bisschen zu positionieren, um neue Menschen kennenzulernen. Und irgendwie auch, wenn man in diesem Business ist, dann knüpft man auch viel schneller Kontakte als vorher. Ja. Genau. Interessant. Und dann zeigst du einfach deine komplette Produktpalette, die du hast. Wie kann man sich das vorstellen für die das jetzt nicht ganz greifen können, wenn du das so ansprichst? Ich bin nicht auf die Produkte fixiert. Bedeutet, ich stelle prinzipiell sehr wenig die Produkte vor. Ich stelle mich als Mensch vor und versuche so, die Leute zu überzeugen, dass sie ihr Leben verändern können, dass es wirklich möglich ist, weil auch ich bin diesen Weg gegangen. Ihr habt es gehört, nach 8 Monaten habe ich meinen Job gekündigt und das ist Realität. Und wir sagen dem Storytelling, also ich versuche wirklich auch herauszufinden, was der Interessent in diesem Moment benötigt. Also wenn ich eine Mama habe, die
nach 3 Monaten wieder arbeiten gehen muss, dann kann ich mich sehr gut in sie einfühlen, Ja, weil ja. es mir genauso geht. Und so baue ich die Gespräche auf. Wo du nachher angefangen hast mit dem Business Networking, du hast am Anfang sicher eben die Produkte verkauft. Wie bist du dazu gekommen, dass du jetzt bist du also wie sagen wir, du hast ein Team, ein eigenes Team, oder? Du hast Mitarbeiter jetzt. Das sind meine Teampartner. Teampartner, Genau, sagt man richtig. bei euch, okay. Wir sagen Teampartner, ja. Wie war der Aufbau gewesen? Kannst du mal Zahlen sagen, wie viel du jetzt hast? Wie viele Leute sind jetzt, wo du begleitet hast in dieser Zeit? Also aktuell zählt mein Team fast 5000. 5000 Yes. Leute. Ja. 5000 Leute. Ja. Weißt du überhaupt alle, die bei 5000 Leute? Ja, tatsächlich bin ich darin sehr gut, weil mir die Menschen sehr viel bedeuten. Ich kenne wirklich sehr viele von meinen Teampartnern. Aber ihr müsst es euch so vorstellen, das ist in Rängen und ich habe Manager, die führen dann ihre eigenen Teams. Oder? Aber insgesamt ist es, Wie viele Subteams hast du denn? wir sagen den First Lines, also direkte Linien. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube es sind 50 direkte, aber aktive Leute, die wirklich auch schon sehr hohe Summen verdienen und ein Team aufbauen, sind es 10. Okay. Aber du tust in dem Fall nicht mehr die einzelnen akkurieren, euer Business Networking präsentieren, wo neu kommen, sondern eher dann wieder neue Teamleiter. Sorry, wie ist jetzt gerade? Also ich Teamleiter- mache beides. Natürlich Immer noch. Okay. bin ich immer noch so, dass ich Leute, wir sagen dem einschreiben, also ich hole sie ins Business und gebe ihnen die Möglichkeit, sich etwas aufzubauen. Das andere ist dann Leadership, also wo es um Teamführung geht und da unterstütze ich meine Leader bei solchen Angelegenheiten. Okay. Hammer, mega gut. Wie ist es? Es ist doch so schwer jetzt. Ich habe dich jetzt auch, ich kenne dich jetzt seit 1 Jahr jetzt, glaube ich, oder mittlerweile ein paar Monate. Und mega viel Einblick dafür verschaffen, wie du geschafft hast, mit was für Leuten du zusammen schaffst. Und es sind sehr viele Mütter, sehr viele Familien, wo du begleitet hast. Aber wie wird das, weißt du, das kann doch nicht jeder schaffen. Erklär mal, wie überzeugst du, dass sie das Gleiche durchmachen können wie du, dass sie Erfolg haben in einer Mutter, die vielleicht alleinerziehend ist, die 2 Kinder hat, die es sehr schwer jetzt gerade momentan hat, dass sie das auch schafft. Wie kannst du sie überzeugen? Also wie kannst du ihr helfen oder motivieren, dass sie das auch, dass sie Erfolg im Leben hat oder etwas kann machen, was sie gerne macht oder Also meinst du, wenn sie schon im Business ist oder wenn es ums Gespräch allgemein geht? Gespräch, ja. Okay, also wenn ich ein Gespräch suche oder wenn ein Gespräch zustande kommt, dann, ich habe es vorhin ja schon mal erwähnt, dieses Storytelling. Also mir ging es ja genau gleich. Auch ich hatte Tage, da habe ich gar nicht geschlafen. Meine Kinder waren zu diesem Zeitpunkt ja auch noch viel kleiner. Das ist jetzt vor 3 Jahren. Meine Tochter, die große, war 4 und die kleine war 1,5. Ja. Und was ich am meisten mitgebe für diese Damen, also die Mamas, die mit einsteigen wollen, dann ist es eine Vision. Eine Vision davon, dass sie ihr Leben selbstbestimmt leben können, die Zeit mit den Kindern zu verbringen. Du warst bei mir zu Hause, du hast es gesehen, ich habe meine Kinder abgeholt, danach haben wir Zeit verbracht. Genau. Also das ist, ich glaube, für jede Mama das Wichtigste, weil die Zeit, wenn wir von morgens bis abends arbeiten gehen, dann verbringen wir sehr wenig Zeit mit unseren Kindern. Und ja, das ist das, was in diesen Gesprächen am meisten rauskommt, dass ich einfach ihnen meinen Standpunkt vor 3 Jahren erzähle und jetzt und was ich in dieser Zeit erreicht habe und dass sie es auch schaffen, weil, sind wir mal ganz ehrlich, heute, wenn man Kinder hat, als
Frau ist es ein Handicap. Ganz, ganz klar. Also auch in normalen Jobs, dann mal abgesehen von irgendwelchen höheren Positionen, Managerpositionen. Ihr habt ja gesagt, dass ihr selbst gesagt, es ist schwierig, eine Frau zu finden, die erfolgreich ist. Und das ist das, was ich Ihnen mitgebe. Sie können eine erfolgreiche Geschäftsfrau werden, aber genauso eine liebevolle Mama, die ihre Kinder täglich für mehrere Stunden sieht und nicht nur zur Abendszeit, wenn sie schlafen. Sehr schön gesagt, das ist super. Wichtig auf jeden Fall, ja. Das ist das Einzige, wo nicht retro kommt. Ja, genau. Zeit ist schlussendlich das Wichtigste, Zeit. Ja, die Zeit ist das Wichtigste. die wertvollste Währung, die es gibt auf dem Planeten, würde ich mal so frech behaupten. Absolut, absolut. Und was kann man sich denn vorstellen, was wäre denn der nächste Schritt für dich, wenn jetzt schon so viel Subleiter hast und du hast da die 5000 Leute. 5000 Leute, ist da irgendwann die Überlegung, dass 10'000. 10'000 Leute hast, oder ist das... Absolut. Grösser, Absolut. grösser. Ja, natürlich. Das ist das Ziel, dass wir wachsen als Community. Die Zahl sagt überhaupt gar nicht so viel aus. Natürlich hört es sich jetzt für euch nach mega viel an. Ich sage nicht, dass es wenig ist, aber es ist gar nicht so relevant wie das, was alles drumherum passiert. Meine Ziele sind sehr groß. Also im Moment bin ich an einem Zwischenstep und arbeite für den nächsten. Aber ja, wie ich schon gesagt habe, die Zahlen sind das eine. Das andere ist die Persönlichkeitsentwicklung oder wie man sich selbst als Mensch nochmals viel weiterentwickelt. Und das gehört in diesem Jahr ganz klar auch zu meinen Prios, wo ich sage, okay, ich gebe mir in diesem Jahr nochmals viel mehr Zeit, um an mir selbst zu arbeiten, an meinen Werten. Mir sind Werte sehr, sehr wichtig. Ich sage immer, bring Liebe in alles, was du tust, und es kommt alles gut. Mir ist es wichtig, dass ich ein guter, ausgeglichener Mensch bin, dass meine Teampartner zu mir kommen können und ich einfach ein offenes Ohr für sie habe. Und ja, da werden die Menschen irgendwann auch deine Herzlichkeit annehmen, erkennen und dich vielleicht sogar noch mehr schätzen als voll. zum jetzigen Zeitpunkt. Hammer. Ich würde sagen, du hast ja vorher gesagt, du hast eine Führungsposition vorher schon gehabt, bevor du das gemacht hast. Ist das ein gleiches Führen? Wenn du direkt Leute unter dir hast, wo du siehst, physisch, wenn du irgendetwas am Machen bist, bist du ja dann aktiv unterwegs. Und weniger ich sage jetzt mal, auf sozialen Medien aktiv, oder musst weniger als, stelle ich mir jetzt mal vor, als im Hotelbetrieb, wo du vorher gesagt hast. Ist das ein anderes Führen, wie du es jetzt machst? Absolut. Also das kann man gar nicht vergleichen. Einerseits muss ich ganz ehrlich sagen, in meinem vorherigen Job habe ich mir diese Führungsposition hart erarbeitet. Also ich habe dafür keine Ausbildung gemacht. Und hier wächst du sehr schnell und du musst nachkommen. Also du musst wirklich, weil auf einmal kommen 100 verschiedene Charaktere auf dich zu. Und hier ist es enorm wichtig, dass ich darf nicht von meiner Sichtweise ausgehen, sondern ich muss mich in den Menschen einfühlen. Und darum Hotellerie, ganz ehrlich, dort haben wir einfach gearbeitet. Das Ziel war, gute Zahlen zu bringen, und eben, ihr habt es ja gehört, ich habe meinen Mitarbeitern am Wochenende freie Tage gegeben und sie waren happy. Das war gar nicht das Gleiche. Jetzt hier beschäftige ich mich enorm mit dem Leadership, und ich kann euch zum Beispiel hier ein Beispiel nennen. Wir arbeiten mit einem System, das heißt Struktogramm. Das sind 3 verschiedene Farben. Ich gehe da nicht zu fest darauf ein, aber vielleicht erkennt ihr euch in einem dieser Farben wieder. Also es gibt die Farbe Blau. Blaue Menschen sind sehr strukturiert. Alles muss dort stehen,
wo es steht. Also alles hat seinen Platz, okay? Sie sind sehr zahlenorientiert, aber auch erfolgsorientiert. Das bin ich definitiv nicht. Beide schon nicht blau. Okay, gut. Übrigens, man ist alles, aber in der Regel ist man eins als am ausgeprägt. Ja, okay. Stärkst. Grün sind Menschen mit Harmonie und kein Konflikt, bitte. Ich möchte, dass alles gut läuft. Lass mich einfach so sein, wie ich bin. Und dann gibt es Rot. Und Rot sind chaotisch. Sehr, sehr dominant auch. Bei den Frauen sind es Löwinnen und ich bin total rot. Ich bin dunkelrot. Darum habe ich auch zu Hause das Sagen. Gut, ich glaube, das ist einfach eine Geschlechterfrage. Egal, ich habe noch keinen geheirateten Mann gehört, Okay, gut. wo hochoffiziell dann auch in der Gegusse und die Haare dann auch wirklich fair kann sagen. Das ist so. Er hat sagen die Haare. Aber gibt's nicht noch Gelb? Ja, gibt es auch, aber das ist ein bisschen so umgewandelt. Aber wir arbeiten jetzt mit dem Struktogramm. Aber genau, es gibt auch dieses Gelb, das ist auch so, ich glaube, Gelb ist dort so kreative Ader und so. Genau. Auf alle Fälle, jetzt bin ich rot. Ja. Okay? Und ich habe kein Problem damit, mein Meeting, was ich vorbereite, eine Präsentation zum Beispiel, 10 Minuten vorher zu machen. Weil für mich ist das normal. Ja, wir Roten sind einfach, so wie wir sind. Wir machen alles in letzter Sekunde und so weiter. Jetzt habe ich aber Teampartner, die sind blau. Und die sind schon eine Woche vorher vorbereitet. Ja. Und hier, oder, muss ich darauf achten, dass ich dem Blauen, oder, die Möglichkeit gebe, blau zu sein. Und das heißt, ich werde diese Präsentation oder dieses Meeting, was wir gemeinsam führen, nicht 10 Minuten vorher ready haben, sondern eine Woche vorher. Okay. Und das ist dieses Erkennen, was der Mensch ist und was er in diesem Moment braucht. Ich habe jahrelang mit meinem Mann gestritten. Ja. Wirklich jahrelang. Warum? Er kommt nach Hause von der Arbeit und überall liegen Sachen. Und für mich, als Rote, kein Problem. Ich merke das nicht einmal. Und er als Blauer rastet total aus. Bis ich in dieses Business gekommen bin, mich mit solchen Themen auseinandergesetzt habe und jetzt weiß, okay, Manuela, bevor dein Mann nach Hause kommt, räumst du alles cool, alles einmal schnell auf und er ist glücklich und zufrieden und ihr habt eine glückliche Ehe. Und genauso ist es auch mit den Teampartnern. Und wie schnell merkst du das? Also wie schnell kannst du das ausmerken? Was ist das der Randy für eine Farbe? Jetzt hast du ihn seit 30 Minuten. Gut, ich komme eine halbe Stunde Sport an. Muss aber nicht ein Indikator sein, aber könnte auf alle Fälle. Kann ich leider nicht. Ich müsste schon eine Woche, 2 mit ihm zusammenarbeiten. Du bist rot. Ja, du bist rot. Woher wirst du meinen Arbeitsplatz geben? Ja, du bist rot, aber ich denke auch relativ grün. Ja. So harmonisch und so. Blau bin ich minus. Blau bist nur eine Woche. Ja, blau bin ich nur. Aber das ist mega interessant. In dem Fall hast du dir das so antrainiert, dass du, wenn du nachher im Gespräch das herausfindest, oder? Ja, es gibt auch einen Test, den man machen kann, um herauszufinden, was für zu welchen Prozentzahlen man welche Farbe ist. Aber man braucht gar nicht diesen Test, weil ich kenne jetzt, wer zum... Es ist halt gleich ein bisschen schwer herauszufinden. Nein, das ist dann einfach gewisse Empathie und... Nein, es ist nicht schwer herauszufinden. Also wenn ich zum Beispiel als rote, dominante Person einer Teampartnerin vielleicht mal in meiner Schnelligkeit eine Sprachnachricht mache, die vielleicht nicht so nett, also ich sage jetzt nicht nett, also halt einfach irgendwie in meinem Stress oder in meinem vielleicht auch genervt sein ein bisschen, ihr eine Sprachnachricht mache, die sich vielleicht nicht so schön anhört und ich merke, von ihr kommt nicht so viel, dann kann ich davon ausgehen, dass sie grün ist und sich zurückzieht. Okay. Oder eben wir ein Meeting vereinbaren und dann passiert es halt, dass
jemand zu spät kommt oder halt etwas später abgibt, dann weiß ich schon, okay, das ist eher ein roter Mensch. Genau. Was muss man denn bei den Roten machen, dass es ihnen gut geht? Muss man da einfach immer Ja sagen? Oder was? Schlussendlich ist Ja, die Roten, ja. Ja, also. Aber wenn man ja die Farben kennt, dann kann man ja auch ein bisschen daran arbeiten. Ja, oder? genau. Ja. Aber hier ist es schon auch so, oder, dass man wirklich so geboren wird. Ja. Und da ist es schon ein bisschen schwierig. Darum ist es eigentlich besser, wirklich fokussiert auf die Farben zu sein und diese zu akzeptieren. Und dann so auch Gespräche dementsprechend zu führen. Also wenn ich Gespräche mit einer roten Person führe, dann weiß ich bereite mich vor, weil ich bin dominant und sie ist dominant. Ja. Und da muss ich... Bei einer Roten einfach schnell alles erklären oder wie? Ja, ich habe mir da auch ein bisschen angeeignet, bei roten Menschen, weil ich ja selbst so bin, zu sagen, zuerst mal überhaupt ein Kompliment zu machen und zu sagen, hey, deine Arbeit ist mega gut, aber vielleicht sollten wir über das und das sprechen und das kommt dann in der Regel sehr gut an. Okay. okay, und du hast dann auch, wenn du sagst, das ist doch so die zwei Alpha-Männli-Theorie, weißt du, wenn jetzt noch zwei miteinander sind, macht es ein bisschen schwieriger. Du hast dann auch so ein bisschen schauen, dass deine Leute, die direkt unter dir sind, dementsprechend farblich zu dir harmonieren. Das kann man sich nicht aussuchen. Also wenn ich eine neue Teampartnerin habe, dann weiß ich ja in diesem Moment noch nicht so viel von ihr. Darum kann ich da jetzt nicht mir aussuchen, ich möchte nur mit Roten arbeiten oder nur mit Blauen oder nur mit Grünen. Das definitiv nicht. Prinzipiell ist es aber eigentlich auch gar nicht relevant, welche Farbe die Person hat, wenn man weiß, wie man damit umgehen muss. Sind ihr dann viel näher im Kontakt miteinander? Also müssen ihr da viel eng zusammenarbeiten? Ja, also im Projekt oder im Alltag? Ja, mit meinen Leadern bin ich täglich im Austausch. Also wir hören uns da jeden Tag, machen neue Strategien. Wir haben sehr viele Meetings. Also wir sind immer bemüht und bestrebt, unserer Community, unseren Teampartnern sehr viel Input zu liefern. Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben 2-mal in der Woche Coachings über Network Marketing oder über Produkte. Dann machen wir noch unsere eigenen Team-Coachings. Wir machen Monatsplanungen. Also wir haben ein Onboarding-System. Also jeder, der bei uns ins Business steigt, kann wirklich sich in kurzer Zeit als Profi-Networker ausbilden. Okay. Yes. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Was sind die... Ihr reist ja auch so nach Madrid, jetzt sind wir in Vegas gewesen, in Paris. Erzähl mal von diesen... Das sind nicht Trips, das sind Workshops oder... Ein Trip gibt es, der ist von der Firma bezahlt, aber einer gewissen Stufe hast du die Möglichkeit, da mit dabei zu sein. Das war jetzt letztes Jahr im November in Madrid. Ja. Das Jahr zuvor waren wir in Barcelona. Da lädt einem die Firma ein, unsere Partnerfirma, die Ehemänner und die Kinder dürfen auch mitkommen. Wow. Genau, das ist einmal im Jahr. Las Vegas war Business Trip. Da waren wir bei Eric Worre. Er ist aus Las Vegas, er hat dort sein Studio. Und eigentlich alles, was wir im Network Marketing von den Basics her gelernt haben, das kam von ihm. Das ist das, was wir unseren Leuten weitergeben, unseren Teampartnern. Und dort waren wir an einem 4-Tage-Workshop. Wie war es denn? Also hast du noch zum ersten Mal gesehen? Nein, ich habe ihn tatsächlich schon mal gesehen. Okay. Genau. Und der Gründer unserer Community, auch der mich ins Business geholt hat, also mein Sponsor, sagen wir dem, sie sind auch schon sehr gut befreundet, weil wir halt in dieser relativ kurzen Zeit so erfolgreich geworden sind, ist er sehr schnell auf uns aufmerksam. Also seit wann gibt es das in der Schweiz? Seit 3 Jahren. In dem Fall vor 3 Jahren? Du hast von Anfang an ziemlich gerade, wo es angefangen hat, bist du... Wirklich? Okay. Okay. Wo gibt's das überall in Europa oder Ja. in jedem Land? Ja.
Ich habe sie sogar mittlerweile in Kosovo. Wann Ja. ist Kosovo gewesen jetzt? Vor ein paar Monaten. Also Amigo, wenn irgendetwas im Kosovo ankommt, dann hat es erreicht. Dann ist, Wir sind oben! wenn nicht dort etwas ankommt, Amigo, dann... by the way, unser Podcast ist im Kosovo noch nicht angekommen. Ja. Darum Doch. haben wir so noch nicht so ganz erreicht. Aber die meisten... von wo hast du denn die meisten... Also, wie hast du gesagt? Teampartner. Teampartners. Von welchem Land? Deutschland. Von Deutschland. Ja, Deutschland, Kroatien, Bosnien. Was haben wir noch? Ja, jetzt gerade bauen wir eine starke Linie in Ungarn auf. Okay. Tatsächlich am wenigsten in der Schweiz. Aber Oh, okay. was für mich wild tönt, oder noch nicht so ganz verständlich ist, wenn du sagst, du hast am meisten von deinen Teampartnern sind aus Deutschland. Wie kommt es denn dazu, dass du da bist? Oder weißt, dass die meisten Leute von dir nicht von der Schweiz sind, sondern von Deutschland? Okay, eigentlich ganz simpel. Ich sage euch, wie meine stärkste Linie, die ich mittlerweile in Deutschland habe, zustande gekommen ist. Ich habe meine Wimpernstylistin angeschrieben und habe ihr gesagt, Ines, ich habe Düfte für dich. Und sie hat gesagt, cool, wenn ich zurück aus dem Urlaub komme, kaufe ich bei dir. Sie hat mir eine Nachricht danach geschrieben und hat gesagt, sie wäre jetzt gerade in Dubai gewesen und hat bei Duty Free Düfte gekauft. Und ich habe gesagt, Ines, ich möchte dir keine Düfte verkaufen, ich möchte, dass du mit einsteigst. Du kannst es bei dir sehr gut verkaufen, weil du hast sehr viele Kunden und die bekommen Top-Produkte zu auch sehr guten Preisen. Und dann bin ich zu ihr, ich habe sie dann eingeschrieben, also sie war dann meine Teampartnerin. Und dann kam eine Kundin von ihr mit ihrem Freund. Und ihr Freund hat dann gesagt, was ist denn das hier? Und dann hat sie erzählt, dann hat er gesagt, ich möchte das auch machen. Er ist auch eingestiegen. Er war aus Österreich. Und er hat dann jemand aus Deutschland eingeschrieben. Und so funktioniert So hat es da angefangen. Genau, Jetzt und noch richtig. Also, weil man ja europaweit sich das Team aufbauen kann, kann das wirklich, manchmal sehe ich in meiner App, wir arbeiten ja mit einer App und dann sehe ich, wer sich neu registriert, sehe ich jemand aus Spanien, hat jemand aus meinem Nachbardorf eingeschrieben, 10 Minuten von mir. Ja, Spanien. Wild, genau, ja, richtig. wild. Und darum, vielleicht, wie ich vorhin schon gesagt habe, für euch hört sich 5000 viel an und ich sage so, ja, natürlich, es ist nicht wenig, aber ich weiß halt, wie schnell es zustande kommen kann. Ja. Und dann versuchst du auch mit allen immer wieder ein bisschen den Kontakt zu pflegen. Oder wenn jetzt jemand neu, wenn jetzt da der wo in Spanien jemand von deinem Nachbardorf eingeschrieben hat, kontaktierst du den zuerst und tust den Nein, willkommen das ist heißen? Oder ist das dann schon Business nicht, von ihm? das ist nicht meine Das Aufgabe. ist nicht Dafür deine- habe ich dann Manager oder die Leute, die diese neuen Teampartner reinholen, müssen das selbst machen. Dafür haben wir ein gesamtes System entwickelt, ein Onboarding-System. Also ich kommuniziere prinzipiell nur mit meinem Manager, Okay. Okay. die auch schon große Teams haben und die führen. Und geht es eigentlich immer wie eine Stufe gegen wenn irgendeine Frage ist oder wenn irgendeine Anliegen Genau, ist, ein richtig. Thema. Also so, man kann es sich so wie eine Hierarchie vorstellen. Ja, hierarchisch organisiert Ja. dementsprechend. Okay. Ja, sehe ich. Okay, gut, macht ein bisschen mehr Sinn. Jetzt habe ich es langsam begriffen. Jetzt bin ich langsam an Schur, was das betrifft. Sehr gut. Jetzt bin ich langsam um. Du hast in kurzer Zeit ja sehr viel Erfolg gehabt, in 3 Jahren, oder? Jetzt mittlerweile, vielleicht ist es ein bisschen persönlich, ich weiß nicht, weißt, wie es finanziell bei euch aussieht, aber ich weiß Sehr gut. sehr gut. Aber ich meine jetzt, ganz einfach gefragt, du verdienst vielleicht jetzt sicher mehr als dein Mann. Ja. Wie ist das so gewesen? Weißt, hat das geschadet in eurer Beziehung? Weil das hörst du noch viel, dass ein Mann mit dem nicht klarkommt, dass eine Frau mehr verdient. Das höre ich sehr viel. Das ist so. Das ist Ja. so. Das habe ich bei mir nicht. Also bei mir und meinem Mann Sehr ist schön. das nicht der Fall. Auch ich habe schon vorher ein bisschen mehr verdient, also vor Network Marketing. Und das war für ihn nie relevant.
Aber ich denke auch, dass das ein bisschen auch an uns Frauen liegt. Also wenn wir natürlich dann mehr Geld verdienen, kommt es auch auf unser Verhalten an. Und wenn ich mich natürlich dann so verhalte, hey, ja, eigentlich müsstest du mehr verdienen als ich, ist klar, dass der Mann da wahrscheinlich auch ein bisschen irritiert sein wird und vielleicht nicht so gut damit klarkommt. Es geht meistens nicht ums Geld. Also die Männer haben nicht das Problem wegen dem Geld. Sie geben es nämlich ja auch aus. Also es ist ja etwas Gemeinsames. Ja. Sie haben eher das Problem damit, dass sie Angst haben, dass die Frau unabhängig wird. Ja. Genau. Und das war jetzt bei mir und in unserer Ehe nie das Problem. Von dem her habe ich da zum Glück keine, wie soll ich sagen, irgendwie Diskussionen oder mein Geld ist sein Geld und umgekehrt. Ja, das ist so vor allem ist das ja schön, du hast mehr Geld verdient, nicht mit mehr Zeit, wo du weg bist, sondern mehr Geld verdient mit weniger Zeit, wo du weg bist. Also du bist mehr die Hand, also Win-Win, für ihn ja eigentlich noch besser. Absolut. Das ist das, was er ja auch immer sagt, was er an mir am meisten gemerkt hat, dass ich endlich angekommen bin, dass ich endlich glücklich bin. Das merkt er ja auch, wie gut mir diese Branche tut. Jetzt mein Mann, wenn wir schon darüber sprechen, er hat jetzt eine Führungsposition angenommen bei seinem Arbeitgeber. Und ja, jetzt hat er ein bisschen mehr zu tun. Wir wissen es, wie es in einer Führungsposition ist. Und jetzt ist er nach Hause gekommen und sagt so, ja, jetzt verstehe ich dich, wie es dir früher ergangen ist, wo du wirklich manchmal geweint hast, weil du so überfordert warst, weil du jedem gerecht werden musst. Genau. Wieso steigt der nicht im Business Network? Ich sag dir warum. Er ist schon mit dabei, aber er hat ein Problem mit Abneigung, wenn ihm jemand Nein sagt. Okay. Und das ist schon etwas, was wehtun kann. Wie du so autoritär und sagst, wie geht das jetzt gerade auf? Er hat das Problem, wenn wir Nein sagen. Da gebe ich dir eigentlich wirklich tatsächlich recht. Aber, das bin ja ich und mich kennt er ja. Und die anderen sind eher Menschen, wo er wahrscheinlich nicht jeden Tag mit ihnen in Kontakt ist. Das ist das größte Problem bei ihm, also dass er sagt, aber ganz ehrlich, er muss gar nicht mit dabei sein, weil, natürlich, wenn es sich ergibt, auf alle Fälle, aber ich bin froh, dass er mich allgemein unterstützt und hinter mir steht, weil ich reise auch sehr, sehr viel. Einmal, so dürfen wir einen Applaus. Das ist jetzt mal ein Applaus an alle Männer. Alle Männer, ja genau. Wir sind super. Wir sind super. Also in unserer Branche werdet ihr wirklich unten durch. Weil die meisten Erfolgreichen sind tatsächlich Frauen. Das ist wunderschön. Das ist schon etwas Schönes. Das ist sehr schön. Ja, definitiv. Du musst nicht so anschauen. Wir schauen nicht so an. Was ich vorher noch fragen wollte. Glaubst du, dass jede Person, die das gemacht ist, oder sagst du jetzt nur eher rote oder extrem erfolgsorientierte oder hungrige Leute, oder jeder Mann kann sich da drin, oder jede Frau kann sich da drin beißen? Ja, definitiv. Das ist ja eine Branche, da braucht man keine Ausbildung. Also man braucht weder eine Ausbildung noch ein Studium. Absolut nichts. Darum sage ich ja, in Anführungs- und Schlusszeichen. Was man definitiv mitbringen muss, ist der Wille, einerseits etwas zu lernen, an sich selbst zu arbeiten und dann, was auch ein wichtiger Faktor ist den Egoismus beiseite zu legen, diszipliniert zu sein und dann funktioniert es sehr gut. Super. Okay. Und jetzt erzähl mal kurz von dem Moment, wo du dich entschieden hast, oder der Entscheidungsprozess, um effektiv deine Führungsposition, die du vorher gehabt hast, abzulegen.
Ist das ein langer Prozess gewesen, oder ist das, ich switche? Er ging ein paar Monate, weil Grün zum Vorschein kam. Hast du einfach noch ein bisschen in deinem ganzen Rot hast du noch einen minimalen Anteil an Grün? Ja, genau. Und das ist dieser soziale Part. Und ich habe mir so gedacht, ich kann mein Team nicht im Stich lassen. Weil Rote sind nämlich auch so davon überzeugt, dass sie die Führung haben und alles im Griff haben, dass ich dachte, die können nicht ohne mich. Zum Glück habe ich das alles beiseite gelegt und ich glaube, es war ein Prozess von circa 2-3 Monaten und dann habe ich gesagt, ich gehe all in. Da hast du dann selber für dich entschieden oder hast du mit anderen Leuten? Nein, ich prinzipiell entscheide vieles immer selbst. Eben rot halt. Genau. Haben wir mittlerweile gelernt. In dem Fall, deine Lieblingsfarbe ist ja rot. Nein, eigentlich nicht. Übrigens, ich bin nicht nur rot tatsächlich, ich bin nämlich auch blau und grün. Okay. Also blau und grün gleich und halt eben Ja. dieses ausgeprägte Rot. Ja. Erzähl mal, reden wir mal über deine Zukunft als Speaker. Wie bist du jetzt zu dem gekommen? Also was machst du jetzt, dass du bei dem Creator, also erzähl mal, also wirst du dort auch auftreten oder ist es jetzt ein Workshop, wo du besuchen wirst oder wie? Okay. Darf ich einmal noch kurz vorher, also wie es überhaupt zustande gekommen ist ja, dass wir an sehr vielen Events sind. Wir sagen dem Praxis Day, also wir buchen Seminarräume und dann haben unsere Teampartner, besser gesagt die gesamte Community, die Möglichkeit, an diesen Praxis Day zu kommen und wir schulen sie mit den Basics. Und da bin ich auch immer als, ich sag's mal, Speakerin mit dabei, von Anfang an eigentlich auch, ohne überhaupt Erfahrung zu haben. Und letztes Jahr hatten wir unseren Firmen-Event in Paris. Du hast mich ja gefragt, was war in Paris. Das ist einmal im Jahr Euro-Event von unserer Firma und da waren 3.500 Leute. Und ich habe die Nachricht bekommen, ob ich dort als Speaker auf der Bühne stehen möchte. Ist das erste Mal vor so vielen Leuten? Vor so vielen Jahren. 3'500. Ja, ist viel, ja. Sehr viel. Und du hast 20 Minuten Zeit, um dein Thema zu präsentieren. Typisch rot war mein Thema Entschlossenheit. Genau. Und dort habe ich gespürt, dass es mir gefällt. Okay. Ich habe wirklich gespürt, dass das etwas ist, was ich wahrscheinlich gut hinkriegen werde. Und dann irgendwie unbewusst kam eine Werbeanzeige von Greater, warum auch immer. Ich habe eigentlich gar nicht so danach gesucht, eben, dass man sich als Speaker ausbilden lassen kann. Und ich habe mich dort angemeldet. Das war dann ein Anmeldungsprozess, also du kommst nicht einfach so dort hin. Okay. Genau, du musst ein Video drehen und dich vorstellen. Und ja, jetzt bis Oktober geht die Speaker-Ausbildung. Also man bekommt dann auch wirklich ein Zertifikat, also man ist dann ausgebildeter Speaker und hat die Möglichkeit, bei Greater auf der Bühne zu stehen. Wow. Man muss außergewöhnlich gut sein, um auf der Mainstation zu stehen, aber ansonsten gibt es sehr viele Bühnen mit 500-600. In dem Fall ist es Ziel für dich auch Seminar, Workshops oder sonst auch in Zukunft zu gehen? Ja, soweit habe ich wirklich ehrlich gesagt noch gar nicht gedacht. An erster Stelle denke ich immer an mein Team und die Community. Das bedeutet, alles, was ich dort lerne, gebe ich ihnen weiter. Und was sich daraus dann entwickelt, das werde ich ganz spontan entscheiden. Für mich ist immer noch Network Marketing an allererster Stelle. Alles, was ich zusätzlich mache, wird mir immer gut kommen. Aber so groß darüber Gedanken habe ich mir noch nicht gemacht. Meine Frage war, ob du mittlerweile, jetzt wo du schon gut 3 Jahre dabei bist, etwas für dich entdeckt hast, wo du denkst, hätte ich das gewusst, vor 3 Jahren wären mir 1-2 Steps ein bisschen einfacher gefallen,
zum da reinkommen oder zum Weitermachen oder wo dir einfach stark geholfen hätten? Eines der wichtigsten Learnings war für mich in dieser ganzen, also vor allem in dieser Anfangszeit, loszulassen. Loszulassen und sich tatsächlich emotional zu entkoppeln vom Ergebnis. Nur das Ziel wie komme ich zu diesem Ziel, nicht mich nur auf das Ziel zu fokussieren, sondern in welche Steps brauche ich bis dorthin. Und der wichtigste war, loszulassen von Menschen, die das Business nicht verstehen. Und ich war so im Flow und ich habe mir so gedacht, warum verstehst du es nicht? Warum kannst du nicht das sehen, was ich sehe? Warum siehst du meine Vision nicht? Und ich habe eingeredet auf diese Leute und eingeredet und eingeredet. Sie haben es dir gesagt, Scheissdreck. Nein, sie waren dabei. Aha. Sie waren dabei, aber sie haben nicht die gleiche Vision gesehen wie ich. Sie haben nicht das Gleiche verstanden wie ich. Und ich konnte nicht verstehen, warum sie es nicht verstehen. Bis ich irgendwann gesagt habe, ich muss loslassen. Egal, ob es meine Freundin ist, ob es jemand aus der Familie ist, es spielt absolut in diesem Moment keine Rolle. Ich muss einfach meinen Weg weitergehen und das habe ich dann auch gemacht. Okay, gut. Das wäre etwas Wertvolles in dem Fall. Okay. Ja, ich finde schon, weil meistens verlieren wir da Zeit, was vielleicht gar nicht so schlimm ist, aber weil du mich ja jetzt gefragt hast, oder? Absolut, ja. Wir verlieren Zeit, weil wir manchmal einfach viel Energie in diese Menschen stecken und nicht so viel zurückkommt. Ja. So Aufwandertrag ist nicht so ganz. Ja, hört sich vielleicht jetzt ein bisschen so abgedroschen an, aber nein, es ist weil die Zeit ist wertvoll, egal in welchem Job. Ganz ehrlich. Und da zu fest an jemandem festzuhalten, weil wir etwas anderes sehen, als sie sehen, ist einfach nicht gut. Du bist ja Vorbild für sehr viele Menschen. Hast du selber ein Vorbild? Hast du einen Mentor? Leider nein. Ich hatte letztens ein Mentoring mit meiner Mentorin und das war das Thema. Das Thema war Positionierung auch. Und ich habe ihr gesagt, ich habe niemanden. Ich habe niemanden, an den ich mich inspirieren könnte. Und ich habe sie gefragt, ob das schlimm ist. Und sie hat gesagt, nein, wenn du damit leben kannst und das für dich so in Ordnung ist, dann passt das. Okay. Es gibt einen Mensch, der mir schon ein bisschen imponiert und das ist Georgina. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Sie ist die Frau von Christi, also Freundin von genau. Ja. Genau, sie gefällt mir von ihrem Temperament, von ihrem Style auch, von dem, dass sie, was ich von außen sehe, eine gute Mama ist und auch sehr humanitär unterwegs ist. Und da sage ich so, okay, wenn ich sie anschaue, dann gefällt es mir. Also wenn ich sie höre oder ich glaube, sie ist auch die einzige, die ich auf Instagram folge von den bekannten Leuten. By the way, Georgina hat ja eine eigene Serie auf Netflix. Ja, das habe ich eben auch geschaut. Meine Frau hat das auch geschaut und ich nicht. Aber so ein klassischer Mann oder ein klassischer Partner oder Partnerin, wo, wenn der Partner etwas am Schauen ist und du nebendran einfach irgendwie am Handy bist oder irgendwas am machen, schaust du passiv mit, oder? Für mich der geilste Move von ihr ist, dass wenn sie in das Dorf geht, einfach immer noch Lotto spielt. Ja, genau, stimmt. Wo ich das sehe, ich so, du bist die größte Legende. Ja, Du bist die Frau von Christi und du gehst einfach Lotto und sie sagt einfach Genau, in die der Leute Serie. gewinnen nachher. Und in der Serie sagt sie, ich weiß es 100%, ich gewinne eines Tages. Seid sie voll überzeugt. Aber weißt du, was das ist? Das ist ihr Wille. Ja. Und das ist das, was mich bei ihr eben so imponiert, oder? Sie hätte auch einfach
seine Frau sein oder Freundin sein können und nichts tun. Ja, ja. Trotzdem macht sie sehr viel. Genau. Ja, schon interessant. Man könnte ja einfach viele Spielerfrauen, oder wenn man jetzt bei dem Thema Ja. spielen, schlussendlich ist sie Spielerfrau gewesen oder halt immer noch, machen einfach nichts. Ja, genau. Machen einfach nichts, siehst nicht. Gut, Christi ist halt schon nochmal ein anderes Thema. Der hat Ja, so eine mediale Aufmerksamkeit. Aber definitiv der Spirit und der Wille, um etwas zu machen, trotzdem schlussendlich muss es gleich machen. Ja, Auch wenn es vielleicht der Einstieg nicht so schwierig ist wie bei anderen Personen, aber schlussendlich musst du den Weg gleich gehen, musst es gleich machen. Das ist schon inspirierend und lobenswert. wenn wir bei Spielerfrauen sind, mein Mann sagt immer, ich fühle mich wie eine Spielerfrau an Events, weil weil viele halt ein Bild machen möchten, mit mir sprechen wollen und so. Und er sagt immer, ich fühle mich immer so wie eine Spielerfrau. Ja, finde ich nice. Ein Ja, Spielermann. cooler Humor, gell? Ein Spielermann. Ja. Ein Spielermann auch. Und du dort mit dem Captain Bändeli. Mit dem Captain Bändeli. Ciao zusammen. Ich gehe an die EM. Gut, jetzt gehst du dann an die WM, so quasi. Als ein größtes voll. Event, wo du kannst gehen. Von dem Ja. her hat's ja irgendwo durch, ist der Vergleich schon greifbar. Kann man schon verstehen. Aber schön nimmt er es mit Humor. Absolut. Ist er auch rot? Nein. Er ist, Ist blau, was ich sage. ja, er ist grün. Sehr, sehr Harmonie bedürftig. Nein, einfach auf Harmonie bezogen. Dann blau und ich glaube rot. Vielleicht 1% oder so. Genau. Einfach nur ein minimen Anteil. Das Minimum, wo fast man sein. Okay. Ja, voll. Okay. Und hast mit dem Ganzen auch Leute komplett verloren aus deinem Umfeld, seit du das machst? Jein. Für mich ist halt einfach mein Business Priorität und die Zeit sehr kostbar. Ich versuche schon, mir Zeit zu nehmen für meine Freunde, aber ich war noch nie ein Mensch, der überhaupt ein großes Umfeld hatte. Von dem her bezieht sich das eher so auf 2, 3 Mädels, die ich habe. Da pflege ich natürlich die Freundschaft weiterhin. Aber irgendwie haben sie relativ schnell bemerkt, wie wichtig es mir ist. Und sie sind mir gar nicht böse, wenn wir uns mal ein halbes Jahr nicht sehen, weil sie sagen, Manu, wir sehen ja, wie du arbeitest und was du tust. Wir telefonieren, hören uns. Aber auch da könnte ich mir schon ein bisschen mehr Zeit nehmen. Aber durch das dieses Business jetzt so Priorität für mich hat, arbeite ich sehr fokussiert. Wiederum, eben, wie schon gesagt, sie nehmen es mir gar nicht so übel. Und wenn ich reich werde, werden sie auch profitieren. Ja. Sehr gut. Der ist nicht schlecht. Was heißt für dich, kannst du Erfolg definieren? Das läutet mir auch jemand an. Also einerseits gibt es den Erfolg im Business. Ja. Für jeden ist es auch wieder anders. Also für irgendeinen Menschen ist Erfolg, wenn er 100 Teampartner hat und vielleicht 1.000 Euro im Monat verdient und er sich denkt, boah, Riesenerfolg. Dann gibt es Menschen, die zielen höher, was darum dieser Erfolg, wie ist der messbar? Ich denke, das ist wirklich individuell von Mensch zu Mensch, wenn wir von Business sprechen. Für mich hat natürlich der Erfolg im Business spielt eine wichtige Rolle, aber für mich ist Erfolg, wenn meine Kinder gut erzogen sind, wenn ich als gute Mama ein Vorbild bin und ich ihnen einfach einen guten Leitfaden fürs Leben mitgeben kann. Das ist für mich mein persönlicher Erfolg. Wenn ich schon richtig mitbekomme, du hast 2 Töchter. Yes. Dann gibt dir das zusätzliche Drive, um zu sagen, ich habe 2 Töchter, zukünftige junge Damen, die auch irgendwann in die Businesswelt oder welche Karriereweg sie einschlagen, ist schon noch völlig offen.
gibt dir das zusätzliche Drive, um zu sagen, ich möchte zeigen als Frau, man kann es schaffen, es ist machbar. Absolut. Ich glaube, wir sind alle gleich aufgewachsen, oder? Also gut, du bist ja Schweizer, aber siehst eigentlich nicht so wie ein Schweizer aus. Und warst wahrscheinlich mit sehr vielen Ausländern mit Migrationshintergrund befreundet. Im Asylheim jeden Tag geholfen. Ja, wie sind wir erzogen worden? Mach eine Ausbildung, arbeite hart und vielleicht kannst du dir irgendwann mal ein Haus leisten, vielleicht aber auch nicht. Du schaffst es einmal im Jahr in den Urlaub zu fahren und das war's. Ganz ehrlich, so ist es. Das ist dieses Mindset, was wir mitbekommen haben. Was nicht schlecht ist. Ich sage nicht, dass das schlecht ist, weil unsere Eltern haben es ja auch nicht anders gelernt bekommen. Nun, heute ist eine andere Generation. Wahrscheinlich, wenn meine Mädels groß sind, wird es wieder eine andere Generation nicht sein. Wahrscheinlich, sondern 100%. Und ich gebe ihnen mit auf den Weg, das zu tun, was sie wollen. Also ich werde niemals meine Kinder unter Druck setzen. Also das kommt nicht in Frage. Ich wurde oft unter Druck gesetzt und du musst das so und so und so machen. Wir kennen es ein bisschen von unseren ausländischen Eltern. Oder da heißt es, solange du bei mir wohnst, gelten meine Regeln, was ja völlig in Ordnung ist. Aber meine Kinder werden ja, ich merke es jetzt schon, wie beeinflusst sie sind durch mein Business. Sie merken es ja. Mama ist zu Hause, aber trotzdem ist sie irgendwie unterwegs. Zum Beispiel letztens hat mir die Große mich gegoogelt. Sie hat meinen Namen eingegeben und dann hat sie dort Videos von einem Event gesehen auf TikTok mich und dann hat sie mir gesagt, Mama, du bist ja bekannt. Oder? Das ist das, was ich ihnen mitgeben werde, dass sie einerseits den Weg einschlagen können, den sie möchten, dass sie stark sein sollen, so wie ich es bin, dass sie an sich glauben, aber dass sie jederzeit wissen, ich habe letztens einen Post darüber gemacht, egal was ist, dass sie immer nach Hause kommen können, egal was für einen Rückschlag sie erleiden, sie immer nach Hause kommen können, aber ich werde ihnen das Unternehmer-Mindset mitgeben, definitiv. Also das werden sie von mir sehen und ich werde versuchen, ihnen das weiterzugeben. Super. Ja, definitiv. Die letzten paar Sätze, die du gemacht hast, kann man definitiv untermalen. Das ist sehr schön gesagt. Das wäre schön, wenn das nicht nur deine Ladies, auch andere junge Damen das so können abschneiden und daraus mitnehmen. Absolut. Und ich habe definitiv noch eine Frage. Ist dein Mann fühlt er sich einmal in der Unterzahl? Wenn ihr 3 Ladies die sind, die Damen die das ist schon recht unfair. Machen wir einen Gruppenchat mit ihm. Nein, eigentlich Wie heißt die nochmal? Nermin. Nermin. Grüße an Nermin, Legendo. Wir haben es so viel Mal erwähnt. Jetzt Genau. Aber die Mädels sind ja noch klein. Ja. Und die Kleine... Bald in der Unterzahl. Genau, die Kleine ist ja so wie ich, so temperamentvoll und dominant. Die Große ist total wie er. Ja. Dieses Grüne. Also es wird noch einiges auf ihn zukommen, aber er ist ein wirklich sensationell guter Vater und guter Mensch. Sehr schön. Schlussendlich ist das ja wichtig. Das Ja. ist so. Schlussendlich das Ausschlag geben. Wir kommen langsam zum Schluss. Das ging jetzt schnell. Ja, das ist Dankeschön, das ist ein schönes Feedback. Das Das heisst, ist so. es ist keine unangenehme Genau. Gesprächsatmosphäre da am Herrschen gewesen. Hast du als Abschluss vielleicht etwas für unsere Zuhörer, Zuschauer? Zuhörerinnen, Zuschauerinnen. Ja, du kannst. Also hier möchte ich tatsächlich nicht nur die Frauen ansprechen, weil ich habe auch Männer in meinem Team, die auch schon relativ erfolgreich sind. Aber nein, allgemein möchte ich jedem mit auf den Weg zu geben,
an sich zu glauben. Und manchmal hört sich das so, wir sehen es immer wieder so auf Instagram, solche Sprüche und so weiter. Aber es ist wirklich tatsächlich so. Ich wusste immer, dass ich für mehr bestimmt bin. Also ich hatte dieses innerliche Gefühl und ich wusste immer, ich werde reich. Irgendwann werde ich Millionärin. Und wenn man dieses Gefühl hat, dann soll man diesem Gefühl nachgehen und das Richtige für sich suchen. Hier ist es aber auch relevant, nicht immer irgendetwas Neues zu versuchen, sondern auch wenn es hart ist, einfach mal durchzuziehen. Einfach mal 2-3 Jahre durchzuziehen. Und ich verspreche es euch, wenn ihr das tut, dann werdet ihr Resultate sehen. Es geht ja genau gleich, oder? In deiner Selbstständigkeit. Ja. Am Anfang hattest du auch nicht 100 Anfragen. Genau, also das braucht einfach eine Zeit. Gut, bei mir ging es jetzt vielleicht ein bisschen schneller, aber trotzdem ist das in diesem Moment gar nicht relevant, weil bei mir ging es schneller, aber ich hätte auch aufhören können. Ja. Wenn ich ein falsches Mindset gehabt hätte, wenn ich die Disziplin nicht gehabt hätte, hätte es genauso auch schief gehen können. Darum setzt euch wirklich Ziele, Monatsziele, Jahresziele, haltet an denen fest, liest gute Bücher. Also wirklich Bücher lesen ist sehr, sehr wichtig. Und habt ein Vorbild. Bei mir, ihr habt es gehört, ist Georgina. Nein. Ich denke gerade nochmals kurz dieses Thema zum Vorbild. Es ist typabhängig. Ja. Ich möchte nicht sagen, dass es schlecht ist, dass ich keins habe, aber weil ich es vorhin vergessen habe zu erwähnen, ist es einfach so, dass ich eher der Typ bin, mich imponieren Geschichten von Menschen, die etwas erlebt haben, solche Dinge. Wenn ich ein gutes Buch lese und dort irgendeine wahre Geschichte draus lese, das ist das, was mich so imponiert und nicht nur ein spezifischer Charakter. Genau, also glaubt an euch, setzt euch Ziele und zieht es einfach durch, weil das ist das Wichtigste. Durchziehen, konstant bleiben. Hammer! Sehr schön, sehr schön. Ja, also, Ladies and Gentlemen, das war das Schlusswort. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Bleibt gesund, macht keinen Scheiß. Hört auf eure Eltern. Ja, genau. Thank you so much. Bis zum nächsten Mal. Bis next week. Wieder einschalten und reinhören. Ladies and Gentlemen, thank you. Yes, baby. Talk it like Loose D.